Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des FC Bayern Taktikfuchs. Leute, in diesem Format, ja, sage ich euch meine Einschätzung zum Spiel und zeige euch, wie ich die Mannschaft aufstellen würde. Wir reden über den 23. Bundesligaspieltag zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Ja, und bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ja, damit gehen wir rein. Eintracht Frankfurt. Topmöller rausgeworfen. Ich habe nicht ganz verstanden, warum. Ich meine, Frankfurt spielte bis dahin 'ne Saison, die einigermaßen okay war. Ich glaube, der Trainerwechsel hat jetzt nicht so viel bewirkt gehabt. Haben jetzt das letzte Spiel vorletztes Spiel gewonnen, dann unentschieden, glaube ich, oder umgekehrt. Aber wer gewinnt gegen Gladbach nicht zu Hause? Also, von daher, ähm, I don't know. Weiß nicht, wie wir Frankfurt gerade einschätzen sollen, sind im Niemandsland der Tabelle, haben mit dem Abstieg nichts zu tun, haben auch mit der Europapokalplätze nichts zu tun. Da geht nicht viel in die eine oder die andere Richtung. Ähm Ja, vielleicht war die Trainerentlassung langfristig gesehen, keine Ahnung. Am Ende des Tages mir auch wurscht. Fakt ist, die haben 'n neuen Trainer, der jetzt ich weiß gar nicht wie lange, 2 Wochen, 3 Wochen da ist. Wird man mal sehen. Ähm, Du musst Frankfurt zu Hause schlagen, Punkt. So, ganz einfache Kiste. Die spielen keine so stabile Saison. Natürlich sind die immer mal gut für eine sehr, sehr gute Leistung. Ja, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Haben mit Sicherheit eine Menge Talent und Potenzial in ihrem Kader. Aber nochmal, wir spielen zu Hause. Wir haben eine Woche Zeit gehabt, die PS müssen auf den Rasen kommen und dann musst du den Bums 3:0 nach Hause fahren und dann ist auch alles gut. Von daher mein Tipp 3:0. Ich sehe jetzt auch nicht den super starken Gegner da auf uns zukommen. Aber wie immer, man weiß nie, ne? So gar keine Frage. Es ist wie immer, der Gegner hat nichts zu verlieren, erst recht nicht, wenn er nach München kommt. Bin gespannt, wie die Eintracht sich verhält, ob sie sehr defensiv stehen oder mal ein bisschen versuchen, uns zu attackieren und so weiter, dann könnte es vielleicht ein bisschen interessant werden. Wenn sie nur defensiv spielen, wird das ein Selbstläufer. Klar brauchen wir da ein bisschen Geduld und so was, aber das haben wir die Saison oft genug bewiesen, dass wir das haben. Und unser Potenzial im Kader, denke ich, spricht ja auch für sich, ne? Und damit gehen wir mal rein, wie ich den Bums aufstellen würde. Ja, wer fällt aus? Manuel Neuer natürlich fällt aus. Rafael Guerreiro, muskuläre Probleme, wie ich noch gelesen habe. Gesperrt ist uns keiner. Ich weiß, ich vergesse sowas schon mal. Ich bin 'n alter Mann, Leute. Aber ich habe mich extra schlau gemacht diesmal. So 'n Ding. Urbich natürlich im Tor, Manuel Neuer ist nicht da. Ähm, Ihr wisst, ich bin eh 'n Verfechter davon, Jonas Urbich, man sieht's ja jetzt wieder an der Verletzung von Manuel Neuer, Jonas Urbich durchzudrücken jetzt und gut ist, ja. Aber da mache ich 'n kleines Extravideo zu, weil diese Woche kein Stream kam. Gut, ja. Ansonsten Innenverteidigung sollte klar sein. The best of the best. Wie gesagt, die Mannschaft, die jetzt hier kommt, das ist die beste Elf, die ich aktuell sehe und die wird sehr wahrscheinlich auch die nächsten 2 Spiele so kommen, wenn sich keiner verletzt und 'n Formtief erleidet oder sonst was. Ähm, Alle sind super fit, sollte also keinerlei Probleme geben. Von daher Stani ist mein Rechtsverteidiger, da geht nichts drüber. Jetzt reden wir über den Linksverteidiger, das ist natürlich 'ne wilde Nummer. Ja, ich würde 'n Davies auch bringen. Ich weiß, bin jetzt nicht der Davies-Verfechter, aber wenn wir jetzt auf lange Sicht gucken, ähm, hat natürlich auch mit der Konstellation bei Conny Leimer gerade zu tun. Schwierige Entscheidung. Also, ich müsste echt die Trainingsleistung sehen, wa? Fonzie Davies war jetzt so im letzten Spiel 'n Tacken besser. Ähm, Vinny wird ihn eh durchdrücken. Also, Vinny wird ihn aufstellen. Ähm, Ich bin am Hin und Her, ey. Man könnte Davies oder Leimer aufstellen, aber wenn ich halt berücksichtige, dass Davies noch Spielpraxis braucht, ähm, dann wird's wahrscheinlich grade sinniger sein, Alphonso Davies aufzustellen. Wie gesagt, ich sehe jetzt Frankfurt auch nicht als den überragenden Gegner an. Und wenn, kann man ja auch im Spiel reagieren. Ja, also vorne ist ja wie immer der No-Brainer. Harry Kane. Luis Diaz links, ist keine andere wirkliche Alternative. Olise rechts. Und bei mir wird auch 'n Musiala anfangen. Wir gibt's jetzt langsam,
Ja, man hat ihn rangeführt, alles ist gut, ja, aber wir spielen jetzt alle 7 Tage. Also, wenn Musiala dann noch nicht so weit ist, dass er spielen kann, dann muss man sich Sorgen machen. Von daher muss er jetzt die Spiele kriegen, damit er halt auch, genau wie Davis, ja, wenn man auf diese Spieler setzt, es bringt ja nichts, jetzt Musiala wieder nur 30 Minuten zu geben. So, die nächsten 3 Spiele 30 Minuten, dann geht's in den heißen März rein und was soll uns Musiala dann weiterhelfen? So, man muss jetzt die Belastung feuern. So, er trainiert mit seit ein paar Wochen und dann muss er jetzt die kommenden Spiele auch in der Startelf stehen. Punkt. Ganz einfach. Ja, jetzt reden wir noch über die Zentrale. Ja, da geht natürlich nichts an Alexander Pavlovic vorbei, der gerade sehr, sehr stark ist. Ja, so gar keine Frage. Ich habe ja gesagt, das ist die beste Elf, deswegen tue ich mich gerade schwer, 'n Josh da hinzustellen. Aber ich stelle natürlich 'n Josh dahin. Ja, ich denke, auch da war aufsteigende Tendenz zu sehen, ja, indem er sich ein bisschen mehr auf seine Rolle eingelassen hat, 'n Tacken defensiver zu stehen. Ja, wir spielen nicht mit dem Sechser, alles ist gut. Wir brauchen nicht wieder die Sechser-Debatte anfangen hier. Aber so ein bisschen mehr aus der tieferen Posi, dann ist Kimmich natürlich am stärksten, ne? Und erst recht, wenn er dann den Raum auch, Pavlo lässt. Ja, ganz einfache Kiste, ne? Wir tragen mal die Alternativen ein, weil wir haben ja genug Alternativen. Der Kader steht im Saft, ne? Und das wollen wir uns natürlich auch mal anschauen. Hier haben wir natürlich schon Conny Leimer stehen. Ähm, ja, wir könnten natürlich 'n Ito hierhin machen, Conny Leimer für die rechte Seite, schenke ich mir jetzt alles, ja. Sollte klar sein. Ich kann ja 'n Guerrero hierhin machen. Hat auch schon Rechtsverteidiger gespielt, komm, aber ich glaube, der ist eh angeschlagen. Ja. Ansonsten haben wir natürlich auch Tom Bischof, der die Position schon gespielt hat, den Re vom Rechtsverteidiger. Und da hat er mir sogar ein bisschen besser gefallen wie links. Aber natürlich ist Tom Bischof für mich in der Zentrale natürlich the man, ja. Nicolas Jackson vorne, logisch. Lennart Kahl auf der rechten Seite. Und dann haben wir auf der linken Seite, beziehungsweise in der Zentrale, komm, ich mache ihn auch in die Zentrale, das ist ein bisschen wild, ihn auf die linke Seite zu stellen, wo er eh nix kann. Ja, da sehen wir schon, so, wir haben Luis Diaz Position nicht besetzt, aber da könnten wir selbst noch Wisdom Mike, sofern es den noch gibt, den haben wir ja auch ewig nicht gesehen. Schon gar nicht mehr hier drin oder was? Weiß nicht, haben wir den verliehen oder was? Habe ich wieder irgendwas nicht mitgekriegt oder wie? Anscheinend, oder? Wilde Nummer. Up to date der Mann, ne? Gut. Ja, das wäre auf jeden Fall meine Aufstellung. Wie gesagt, über Davis können wir mit Sicherheit streiten. Ähm, aber, also ich gehe den Take mit, zu sagen, hm, gib ihm die 3 Spiele jetzt, ja, oder zumindest 2 bis zum Dortmund-Spiel, um zu gucken, was ist er zu leisten imstande, ja? Und dann kannst du 'n Conny Leimer ja immer noch im Dortmund-Spiel einstellen oder 'n Ito, wen auch immer, ja. Und Davies muss ja auch nicht durchspielen, die Spiele, aber ich finde schon, dass es wichtig ist, dass er anfängt. Dann kann er mal so 60 Minuten Vollgas geben und dann kannst du ja immer noch wechseln. So, ja. Dasselbe gilt übrigens für Kimmich oder auch Pavlo, generell für jeden Spieler, den ich hier aufgestellt habe. Wenn einer keine Tagesform hat, was ja immer mal passieren kann, ja, dann musst du ihn frühzeitig auswechseln. Der Kader ist fit. Ja, Leon Goretzka hat auch gezeigt, dass er stark sein kann, wenn er auf der tiefen Position spielt und den Raum hat. Oder auch eher so dieses, ich habe es ja schon öfter gesagt, dieses Emanzipieren von Joshua Kimmich, so um mal zu sagen: „Ey, ist mir doch egal, ob Joshua auf dem Feld steht. Ich mache hier meinen Stiefel, er macht seinen Stiefel und gut ist.“ Ähm, Das hat 'n Pavlovic gut getan, das tut 'n Goretzka gut. Und ja, ich denke, alle Spieler, die dahinter sind heiß. Ja, ich denke auch 'n Minje ist heiß. Ich denke auch 'n Ito hat 'n Anspruch, spielen zu wollen. Genauso wie 'n Lennart Kahl, genauso wie 'n, ja, beim Serge Gnabry weiß ich nicht, und beim Jackson, ob die den Anspruch noch haben. Das wird man sehen. Gut, das wäre auf jeden Fall meine 11, Leute. Und in diesem Sinne wünsche ich uns natürlich ein gutes Spiel am Samstag gegen Eintracht Frankfurt. Hoffentlich mit 'n 3:0 für uns und dann ist doch alles gut, oder? Und hoffentlich so bei dem einen oder anderen noch ein bisschen aufsteigende Form und dann läuft doch alles.
In diesem Sinne, rot-weiße Grüße, Leute. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.